Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Und das haben wir heute für euch. Das erste Fazit zum Gurtenfestival. Der Walter Adrian feiert am Thuner Schwingfest seine erste Festzeit. Und Festivalleiter Bobby Bähler schaut zurück. Vorher schauen wir aber noch kurz die heutigen News an. Happy Birthday Adolf Ogi. Heute wird der bekannteste und beliebteste Bundesrat der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 80 Jahre alt. Am 18. Juli 1942 ist der Adolf Ogi in Kandersteg geboren. Der Clown Pedro ist nicht mehr da. 30 Jahre lang hat der Zirkusdirektor Peter Pichler seine Fans begeistert. Doch die Jubiläumstournee gebührend zu beenden war ihm nicht vergönnt. Der 78-Jährige ist vergangenen Donnerstag verstorben. Verunfallt E-Biker-Lenker verstorben. Der 64-Jährige erlitt am Freitagmorgen bei einem Unfall schwere Verletzungen. An diesen Verletzungen ist er am Sonntagmorgen im Spital gestorben. Nach 2 Jahren Pause hat das Gurtenfestival endlich wieder stattfinden. Über die 4 Tage waren rund 44'000 Menschen auf dem Güschen. Mediensprecherin Lena Fischer zieht das erste Fazit. Was ist so das erste Fazit vom Gurtenfestival 2022? Sehr gutes Fazit. Wir hatten sehr viele Besucherinnen, bestes Wetter, gute Konzerte. Wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden. Was ist so das Feedback der Besucher und Besucherinnen? Das ist auch sehr schön. Wir haben wirklich mega viel sehr positives Feedback von den Besucherinnen wie auch von den Bands zur Stimmung, zu den Konzerten, zum ganzen Gelände, Liebe zum Detail, das wir hier an den Tag legen. Ja, wirklich sehr viele schöne Feedbacks. Ihr habt vorhin gesagt, die Stimmung sei besonders dieses Jahr. Was genau hat die so besonders gemacht? Also so wie wir es wahrgenommen haben und eben auch Feedbacks, die wir haben bekommen, ist es eine sehr friedliche, angenehme Stimmung. Die Konzerte sind sehr aufmerksam gehört worden. Es ist von totalen Abriss der Zeltbühne bis Gepta zu einer mega friedlich bei Erika Badu vor der Hauptbühne. Also man hat das Gefühl, die Besucherinnen sind aufmerksam, sie hören wirklich Dance-Tänze, die vom Nachmittag bis morgen früh voll sind. Und das alles wirklich in einer sehr friedlich, freudig, euphorischen Stimmung. Das Festival ist jetzt das Ende. Für das Team gibt es aber noch einiges zu tun. Was erwartet das Gurtenfestival so in den nächsten Tagen? Ja, wir heute Morgen oder am Sonntagmorgen um 5 Uhr ist das Festival offiziell fertig. Und wir fangen eigentlich direkt mit dem Abbau an, mit Debriefings, mit alles nochmal final abschließen und arbeiten eigentlich genauso weiter. Am Wochenende hat in Thun das Bernische Kantonale Schwingfest stattgefunden. Dabei kann der Walter Adrian seine erste Festzeit feiern. Schon nach dem 5. Gang ist festgestanden, dass er der Sieger wird sein. Es ist ja der allererste grosse und in diesem Stil, wenn du das denkst, über da sitzt, kannst du schon realisieren irgendwie, oder ist es nicht... Nein, aber realisieren kann ich es eigentlich noch nicht. Das ist sehr speziell. Der ganze Tag ist fast irgendwie immer wie surrealer geworden. Es war sehr speziell, auch mit der langen Zeit, die jetzt noch vor dem Schlussgang war. Jetzt mit dem Studium an Fabian noch im Schlussgang noch mal spezieller. Wir kennen uns wirklich schon langsam. Wir sind die Jungschwingerzeit zusammen unterwegs. Aber ja, jetzt zuerst mal noch eine Lehre. Jetzt versuche ich hoffentlich zu duschen. Dann kann man das dann ein bisschen einholen. Aber jetzt hast du den Sieg schon gewusst, irgendwann muss er kommen, weiterkommen. Hast du gespürt, dass es heute so weit sein könnte, dass dein Tag wird, dass dein Tag ist? Nein, gespürt würde ich nicht sagen. Ich bin morgen sicher angereist mit einem guten Gefühl. Das Ziel war Kranzgewinn. Und dass ich das dann nach 4 Gängen schon realisieren konnte. Vielleicht für den 5. noch eine Lockerheit geben, das kann sein. Aber nein, es wäre wirklich schon Träume gewesen, wenn von dem nicht morgen gelingt. Am Sonntag sind die Besucher und Besucherinnen vom Gurtenfestival langsam gegen Heim zugegangen. Festivalleiter Bobby Bähler schaut auf 4 rundum gelungene Tage auf dem Güschen zurück. Ich bin der Bobby Bähler, gehöre zur Festivalleitung vom Gurtenfestival Bern. Was macht man als Festivalleiter?
Wir verbringen unsere Zeit, jetzt ist noch ein Soundcheck auch hier. Wir verbringen vor allem unsere Zeit mit Briefings, mit Lagebeurteilungen und wenn wir in den Einsatz kommen, dann ist irgendein Problem oder eine Störung, die wir irgendwie müssen probieren zu lösen oder sagen, wie wir sie lösen könnten. Das ist vor allem unser Job in diesen 4 Tagen. Was sind so eure Gefühle, wenn ihr jetzt auf die letzten 4 Tage zurückschaut? Es waren mega schöne Tage. Ich glaube, so ein Festival so habe ich bis jetzt noch nie erlebt, so positiv, so liebevoll irgendwie, wie es abgelaufen ist. Wir hatten ja kaum irgendwelche Vorfälle gehabt. Also es ist wirklich mega schöne Tage, nicht nur das Wetter, sondern auch all die Gefühle der Leute, die Emotionen, die sie gezeigt haben. Es ist wirklich einfach, ich kann es nicht anders sagen, es war rundum ein wunderbares Festival bis jetzt. Ja. Also wir haben noch einen Tag und eine Nacht vor uns, aber bis jetzt also wirklich genial, wunderbar. Was war euer persönliches Highlight von diesem Festival? Es hat wirklich ein paar gegeben. Also musikalisch gesehen war es sicher Megan Thee Stallion und Erykah Badu, die zusammen auf der Bühne gestanden sind am Gurten-Festival Bern. Das war gigantisch, das war wunderbar. Die 2 Super Queens so auf dieser Bühne zu sehen, das ist wirklich cool. Und Anita war fantastisch. Ist einfach, wir haben jetzt noch bei uns hinten dran noch diskutiert. Es ist einfach etwas Neues. Der André, unser Booker, hat so gesagt, es ist erfrischend. Es ist etwas, was wir nicht so kennen. Das finde ich eine mega treffende Aussage. Und dann Jamie XX, wirklich ganz, ganz viel. Ich hatte wirklich mega viele so Momente jetzt in diesen 3 Tagen. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hört ihr noch das Wetter von unseren Meteo-News-Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Und heute ist das Hochsommerwetter in die nächste Runde. Ein staubblauer Himmel, heisse Temperaturen, perfekte Bedingungen in den Bergen natürlich, zum Beispiel für zu wandern. Aber auf morgen wird es wirklich außergewöhnlich heiß. Wir sind nämlich im Vorfeld von einem Höhentief über der Biscaya. Wir sehen hier im Vorfeld von diesem Tief wird sehr heiße Luft Richtung West- und Nordwesteuropa transportiert. Und auch wir im Alpenraum sind morgen zunehmend davon betroffen. In Nacht auf morgen da ist es sternenklar und morgen Vormittag ist es wieder sonnig, meistens wolkenlos. Morgen unbedingt gut durchlüften. Die Temperaturen gehen normal ziemlich retour. Die Tiefstwerte liegen zwischen etwa 14 und 16 Grad. Ja, meistens sonnig ist es hier am Nachmittag, nur über den Bergen. Da bilden sich dann morgen doch ein paar größere Quellwolken und ich kann es nicht ganz ausschließen, dass es im Oberland lokal bis am Abend für ein Hitzegewitter könnte reichen. Aber an den allermeisten Orten bleibt es trocken und vor allem sehr heiß. Im Flachland da haben wir etwa 35 bis 36 Grad und selbst im Oberland, zum Beispiel aus Meiringen, da haben wir etwa 33 bis 35 Grad. Am Mittwoch da ist die Luft vorübergehend ein bisschen feuchter. Es ist recht sonnig zwar, aber es kann bereits morgen ganz lokal für einen guten Regen reichen. Nachmittag und Abend sind doch zum Teil auch Gewitter möglich, verbreitet nass wird es aber weiterhin nicht. Die Temperaturen heisst Interlaken 32 Grad. Donnerstag haben wir zuerst zum Teil noch dichtere Wolken. Entlang der Berge sind lokale Regengüsse noch möglich, sonst gibt es aber schon wieder einen Übergang zu häufig sonnigem Wetter. Die Temperaturen reichen rund 30 Grad. Am Freitag wird es schon wieder sehr heiß mit bis 34 Grad. Das ist meistens sonnig. Am Samstag ist die Luft wahrscheinlich vorübergehend wieder ein bisschen feuchter. Platzregen oder Gewitter sind möglich. Trotzdem es bleibt heiß, schwül heiß. Und auf den Sonntag da gehen die Temperaturen weiter darauf. Es gibt dann wieder bis zu 34 Grad. Die heisse Phase die geht also weiter. Wie immer halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Einen ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.